Merci, Herr Präsident. Das Gesetzesprojekt 8592 setzt eine weiter wichtige Direktiv am Steuerbereich die sogenannten DAC-R-Direktiv. Das Direktiv hat zwei Teile. Am ersten Teil geht es hauptsächlich um den Informationsaustausch im Bereich der Kryptowährungen. Den zweiten Teil behandelt technische Anpassungen am Niveau vom Informationsaustausch an andere Bereiche wie Kryptowährungen. Kommen wir zum ersten Teil über den Informationsaustausch am Niveau der Kryptowährungen. Konkret geht es um den Informationsaustausch von Revenuen, die eben gerade durch das Kryptowährungen generiert gehen. Wir erweitern das aktuelle System vom automatischen Informationsaustausch zwischen den Steuerverwaltungen, den seit 2015 existiert, auf Kryptowährungen. Am Jahr 2015 gab es diese Form von Finanzinstrumenten nämlich noch nicht. Und das bringt mit sich, dass aktuell Kryptowährungen nicht vom bestehenden System vom automatischen Informationsaustausch über Bankdonien erfasst gehen. In Zukunft liefern Lützebäuer Prestataire Informationen über ihr ausländische Klienten und Lützebäuer Steuerverwaltung. Als Lützebäuer Steuerverwaltung geht das Donien und Steuerverwaltung aus dem Heimatland vom Klient automatisch weiter. Umgedreht kriegt auch die Lützebäuer Steuerverwaltung Informationen aus dem Ausland über Lützebäuer Residenten, die Transaktionen über ausländische Kryptoprestataire durchführen. Dieser neuen Informationsaustausch geschieht sowohl zwischen EU-Memberstaaten wie auch mit Drittstaaten. Es ist allerdings heute zu betonen, dass wenn der Lützebäuer eine Transaktion über den Lützebäuer Prestataire mischt, dass das der Lützebäuer Steuerverwaltung nicht muss gemeldet werden. Was den zweiten Teil vom Gesetzesprojekt angeht, so gehen hier ein paar Anpassungen am Bereich vom Steuerinformationsaustausch gemacht. So wird modifiziert Gesetz vom 29. März 2013 über die Kooperation administrative dans le domaine fiscal aufgeändert. Am Moment gehen die Informationen über Salären, Tantiemen, Pensionen an den Besitz von Immobilien ausgetauscht. Lo kommen Benefice von verschiedenen Lebensmittelversicherungen, die bis heute noch nicht aufgedeckt wären, mit an dieses System heran. In Zukunft müssen auch Rohlingen, die physische Personen betreffen, zwischen denen verschiedene Verwaltungen ausgetauscht gehen. Das heißt, dass die Steuerverwaltung einen Austausch mit der Autorität kompetent aus dem Land möchte, wo der Demandeur vom Rohling wohnt. Und das ist bis heute eben nicht der Fall gewesen. In Zukunft müssen auch die ausgetauscht gehen, aber nicht mehr, wenn der Rohling mehr groß ist wie 1,5 Millionen Euro oder wenn ein Objekt vom Rohling ist, für eine Residenz fiskal zu zertifizieren. Informationen, die am Kader vom Informationsaustausch gesammelt gehen, können in Zukunft auch für die Exekution von Sanktionen, die vom EU-Rat beschlossen werden, genutzt gehen. Wir modifizieren auch das modifizierte Gesetz vom 18. Dezember 2015 über die Norm Commune de Déclaration. Hier gehen ein paar technische Punkte angepasst, für eine kohärente Anwendung mit dem neuen Gesetz über den Kryptoaustausch zu garantieren. Es geht hauptsächlich darum, dass die Banken nicht zweimal Due Diligence ausführen. Gesetz vom 25. März 2020 über Dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration wird auch aufgeändert. Heute müssen verschiedene Strukturen, die grenzüberschreitend aktiv sind, einer bestimmten Kriterien der Steuerverwaltung gemeldet gehen. Durch ihre Secret professionell brauchen verschiedene Intermediären, Advokaten, Expertkontablen und Reviseuren die Strukturen nicht der Verwaltung zu deklarieren. In dem Fall muss der Klient, den die Struktur mandatiert hat, selber die Deklaration machen. Laut Gesetz ist es heute so, dass die Advokaten und die Expertkontablen keine Deklaration und Verwaltung machen müssen. Sie müssen aber Strukturen und andere eventuell Intermediären, die unter Struktur beteiligt sind, notifizieren. Der Europäische Gerichtshof hat dezidiert, dass die Deposition nicht konform ist zu den Grundrechten. Dafür müssen hier ein paar punktuelle Adaptationen gemacht werden, was die Advokaten angeht. In Zukunft brauchen die Advokaten, wenn sie so eine Struktur begleiten, just um den Klient selber zu notifizieren, dass der weiß, was er deklarieren muss. Zu diesem Punkt hatten wir auch eine Diskussion an der Finanzkommission,
weil den Ordre des Experts comptables gefrot huet, selwech behandelt ze gin wie der verkoten. Sie vun enger ungleicher Behandlung vun de verschiedene Berufssparte geschwat. Wir haben aber an der Finanzkommission diskutiert, dass sech d'Aktivité professionell vun engem Maffekot sech vun der vun engem Expert comptable ënnerscheet, an dass dürfir d Limitationun op der Verkoten an net op d'Expert comptable justifiziert ass. Dürfir si wir auch der Demande vum Ordre des Expert comptable net nokom. Wir ändern auch modifiziert Gesetz vom 23. Dezember 2016 über Deklaration Pays par Pays Die betroffenen Entreprisen mussten in Zukunft auch den Numero d'Identification fiscale von denen andere Filiale vom Gruppmat kommunizieren. Schlussendlich ändern wir auch noch modifiziert Gesetz vom 16. Mai 2023 über den Échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les opérateurs de plateforme. Diese letzte Punkt ist eine punktuelle Adaptation von der DAX 7. Es geht die Plattform, die Plattformen, über die ihr Sachen kaufen oder verkaufen oder verlohnen kann. Diese Plattformen müssen noch Informationen von ihrem Klient und Verwaltungen liefern. Die kriegen die Möglichkeit, auf ein Service d'Identification zurückzugreifen, was zusammen erbecht mat an zwischen den Verwaltungen vereinfacht, weil die Identifikation von den Personen über den Service d'Identification ohne Zweifel festgestellt gehen. Herr Präsident, ich will noch kurz auf den Staatsrat eingehen. Da hatten wir zwei Oppositionen formell. Enkeier huet de Staatsrat moniert, dat den Delai de Konservation vun Dokumenter fir d Prestataire net genug präziséiert wie. Mat de neidesche Präzisionen kont mat déi Opposition formell awer ophiwen. Die zweite Bemerkung war Artikel 8, wo es Sanktionen für die Prestataire geht, die das Gesetz nicht richtig applizieren. Der Staatsrat hat sich auch da und die Formulationen gesteuert. Auch das haben wir präzisiert, sodass der Staatsrat seine Opposition abheben konnte. Dann haben wir auch noch über den Weg von Amendementen andere Suggestionen vom Staatsrat überholt, genau wie wir auch größtenteils die logistische Remarke vom Staatsrat Rechnung gedrohen haben. Für weitere Details über dieses Gesetzesprojekt verweise ich auf meinen schriftlichen Rapport. Wir haben da fertig mit meinem Rapport. Ging 4 Uhr voran als mandatierte Sprecher von meiner Fraktion. Herr Präsident, das ist ein ganz wichtiges Projekt für unser Land, auch wenn es um die Umsetzung von einer europäischen Direktive geht. Das ist der Beweis, dass wir weiter konsequent zusammen mit unseren europäischen Partnern den Weg von der nötigen Steuertransparenz und mehr Austausch an Steuerfragen gehen wollen. Wir gehen auch mit der Zeit und passen unsere Kader und die digitale Welt an. Kryptotransaktionen sind mit aufgedeckt. Insgesamt sucht der Kader für eine mehr kohärente Steuerinformationsarchitektur, eine bessere Kooperation zwischen Steuerverwaltungen und wesentlich mehr Steuergerechtigkeit. An dem Projekt stärkt die Glaubwürdigkeit vom Standort Lützeburg. Ich sage merci für die Nachrichten und gehe heim mit dem Akkord von meiner